Naja. Einer weniger. So muss es sein. Einer weniger. Ja. Sehr gut, meine Freunde. Ja. Wir nehmen jetzt einmal wieder dich. Okay, jetzt müssen wir. Ja, wir müssen nicht da weiter. Na komm! Einer weniger. Ja. Perfekt. Feind am Boden. Perfekt. Das hat gesessen. Feind am Boden. Leck Feind mich am doch! Warte mal. Boden. Ja. Achso, jetzt hab ich in Granatwerfer rausgehauen. Also wurscht. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Los geht's. Sehr gut. Ja. Perfekt. Richtig, richtig. Ah. Das Geheule wird groß. Aufpassen. Au. Kuckuck. Keiner da. Können wir? Ja, speichern. Okay, da ist nichts. Oh. Wisst ihr, was mich das erinnert? Warte, vielleicht kriege ich da einen besseren Blick drauf. Da ist er. Wisst ihr, was mich das erinnert? Wer kennt den Film mit dem Vin Diesel, Pitch Black? Weißt du, wo er da, wo sie auf dem Planeten sind, wo er der Gefangene ist von den anderen Typen, wo sie da abstürzen auf den anderen Planeten und dann kommen sie drauf, dass der Planet 4 Monde hat oder 4 Sonnen, wo heißt der Kuckuck, wo dann wo diese Planeten, ja, du weißt ja, was ich meine, mein Gott. Oder so aus. Sixth Pitch Black, das war wieder mal ein geiler Film zum Anschauen. Ja, den mag ich eh. Tür untersuchen. Koloss. Hoppala. Runter. Ja, wie in alten Zeiten. Gar keine Frage. Getreu dem Motto Transformers für Arme. Feinde. Warte mal ganz kurz. Volle Deckung. Naja. Da werden wir aber nicht alt. Dir sag es. Jetzt kommt's. Ich will zuerst den Koloss loswerden. Was steht denn da hinten? Da steht zwei Kollegen. Mal schauen, ob wir ihn treffen. Ja, dann dauert es jetzt halt ein bisschen länger. Ah, siehst du, dann hat's gleich aus die Angeln gehoben. Sicher Shepard. Mhm. Das dürfte ihre Systeme stören. Rechts. Wo sind denn die zwei? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Sehr gut. Ich kümmere mich aber da um diesen Koloss Das irgendwie. müsste sie ausbremsen. Da habe ich noch 24.
Systeme stören. Was, wenn wir wenigstens einmal die Schilder durch haben, haben wir uns ja schon bei Weitem einfacher. Wird ein harter Treffer. Der Schrotthaufen repariert sich selbst. Echt? Ich hab's. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir uns das einfallen lassen. Achtung, der Koloss ist wieder auf den Beinen. Na, so werden wir nicht los. Der Gedanke war ja gut. Hier rüber. Entdeckung. Truppführer Cole Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb Sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin. Da drüben. Die Geth haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Geth brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Geth haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst instand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an Ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Geth. Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Geth vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Geth können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Geth freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst instand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm dann den Rest geben. Sie haben schon genug getan, Rieger. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus. Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls Sie Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Boah, plus 19. Boah, ich bin ja fast der Vorbild. Hihihi. Feinde vor uns. Ich hab's. Das kann perfekt. etwas dauern. Ah, Drecksau. Ich muss da rauf.
Halt durch, Shepard, bitte, danke. Einer weniger. Warte mal, wie habe ich den damals besiegt? Ich überlege und überlege. Ha! Keine Schilde. Na klar, ich bin so deppert. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. Sie haben schon genug getan, Riga. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus. Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Wie habe ich den damals fertig gemacht? Entschuldigung. Das hat gesessen. Das Problem ist, wenn ich mich da zu lang aufhalte. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So muss es sein. Der war knapp. Knapp, aber gut. Und unten bleiben. Da sagst du was. Ah! Wie soll ich denn fertig machen? Ich weiß es nicht mehr. Schön. Sehr gut. Können wir da speichern? Na, wir sind in einem Bosskampf. Ich will mir die 2 Punkte aber trotzdem noch aufgehalten. Passt. Dieser hier ist von uns geschieden. Die Musik passt nämlich so absolut nicht, weißt? Mir kann nicht mehr passieren, als dass ich dort wieder zurückkehre. Das müsste aber ausgehen. Ah! Feinde voraus! Shepard. Feind am Boden. Jetzt kommt's. Miranda, ich bin fast glücklich, wirklich. Partikelstrahler, Sturmgewehr. Jetzt überlege ich nur gerade. Brandmunition, zerstört Schilde und zerreißt Schilde und synthetische Feinde. Ach, die Drecksau.
getan. Ja! Betäubungsschuss bereit. Jungs und Mädels, ich liebe euch. Dankeschön. Hallo. Warte mal kurz. Ah, Ich hab's. Einer weniger. also mit der Muni ist die Waffe eigentlich nicht einmal so schlecht. Aber, Abracadabra, wir benötigen Munition. Nur aufpassen. Hä? Schön. Sehr gut. Sehr gut, Mädel. Sehr gut. Sekunde. Ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gäste reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Du bist sehr schlau, Tali. Tali Baba. Ich muss nur schnell diesen Download beenden. Ja, dann beend du dein Download und dann können wir uns uploaden. Was? Oh, speichern. Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass Sie wissen, was das Beste ist. Ich möchte Ihre Meinung. Missionsdetails. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystroms Sonne wird instabil. Zur Zeit der quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystroms Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Rieger, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Tali kommt mit mir. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nicht, wenn es Ihre freie Entscheidung ist. Das ist es. Danke, Rieger. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Natürlich, natürlich. Hast du Assistentel? Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Ich Vorteil. kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Ach du Scheiße. Ich kenne sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Ganz meine Meinung. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann.
Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Tali'Zorah die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Vergessen Sie nicht, Shepard, dass diese Leute es für eine gute Idee gehalten haben, torianische Creeper und Rachni zu versklaven. Ich bin auf dem Maschinendeck. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Ach Gott, das wird nur so... Oh. Wir haben ja in einer von den letzten Episoden, wenn du dich erinnerst, haben wir ja dieses Reaper-Artefakt gehabt mit dieser Dame, die das ja unbedingt aktivieren wollte. Und wir haben ja dabei eine Kolonie von Batarianern eigentlich ja ausradiert in der Höhe von 300.000 Individuen. Warum ich damals gesagt habe, es wird noch lustig im dritten. Wir müssen uns im dritten Teil mit den Batarianern herumschlagen, damit wir die auf unsere Seite bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, das wird im dritten Teil immens witzig. Scheiße wird das lustig. Dir sag es. So, das wird nämlich so lustig, dass ich gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Da haben wir eigentlich eh noch nicht viele Optionen für die Mannschaft. Warte mal, ich bin ja nicht umsonst einkaufen gewesen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Wie viel noch? Hä? Das artet ja in Arbeit aus. Naja. Waffenspind. Warte mal, wo war denn der gute Tag? Tore. Techlabor. Schauen wir mal. Waffen-Upgrades. Wow. Wie du siehst, ich war ja fleißig. So sind wir jetzt mal so weit durch. Panzerungs-Upgrades, da haben wir jetzt einmal nichts. Aber bei Prototypen, also da ist nur Kräfte ausbilden. Okay. Jetzt schauen wir nur gerade in unser Tagebuch. Wir werden jetzt einmal da speichern. Wir werden uns jetzt einmal Garrus, Auge im Auge. Garrus hat ein persönliches Anliegen. Mord in altes Blut. Check. Ach Gott. Die Samara, genau, die haben wir auch noch. Die ist ja ein super Charakter. Dossier der Attentäter Thane Krios. Ah. Die Liara. Oh Gott, das ist ja... Das ist eine Mission, die dauert. Miranda, Jacob, Seed. Die Kollektoren aufhalten. Ja. Gefährdete. Ah, das müssen wir später machen. Und wegen am Kroganer Sushi muss ich noch schauen. Da ist absolut scheiße Loot, keine Ahnung. Gut. Ich speichere da jetzt einmal. Wir gehen jetzt taktisch vor. Wir werden jetzt mal mit der Mannschaft reden, wie sie da jetzt vorhanden ist. Kann nur sein, dass ich zwischendurch einmal einen Hardcut mache, gell? Also bitte nicht böse sein.
Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Wissen Sie, was die Genophage ist? Ein Virus der Salarianer, das dazu geführt hat, dass bei den Kroganern nur eine von 1000 Schwangerschaften zu einer Lebendgeburt führt. Richtig. Virus wurde vor 1000 Jahren freigesetzt. Kontrolliert seitdem die Kroganer-Population. Alles Allgemeinwissen. Aber ich weiß mehr. Die letzten Kroganer-Generationen weisen Zeichen von Anpassung auf. Genophage verliert an Effektivität. Klingt, als gäb's was zu feiern. Die Kroganer haben die Chance, sich endlich von dem zu erholen, was ihnen angetan wurde. Nein, Kroganer zu kriegerisch. Kultur verloren. Bevölkerungswachstum würde jetzt zu mehr Aggression und mehr Krieg führen. War Leiter eines Teams, erstellte neue Version der Genophage, setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Kroganer-Population wurde wieder stabilisiert. Sie wollten bestimmt keine Geschichtsstunde abhalten. Was ist los? Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malin. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malin rausholen könnten. Glauben Sie, die haben herausgefunden, dass Ihr Team die Genophage verbessert hat? Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka ermitteln. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, Ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malin wurde zuletzt außerhalb des Earthnot-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Oh, und wenn du das Spiel nicht kennst, so wie du, Nuka, du kannst jetzt, wenn wir jetzt so ein bisschen reden mit der Mannschaft, das werden wir jetzt 2-3 Mal machen, du kannst dann ein bisschen ein besseres Bild für die ganzen Charaktere machen. Ich muss da auch und ehrlich so gestehen, das sind Charaktere, die bleiben mir im Gedächtnis. Genau. An die erinnere ich mich immer wieder gern. Jetzt muss ich, warte mal, wer ist in der Waffenkammer? Ah, der Jakob, genau. Genau, der Jakob, die alte Nudel. Commander? Tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache. Wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles außer seine Leiche begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hätte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie
Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon. Kam sie nicht gut mit ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation, Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Alpha Draconis, das sich im Rosettennebel befindet. Na bitte, ich habe gewusst, das ist für ein Arsch. Na so, jetzt haben wir es benannt. Und in der nächsten Aufnahme werden wir uns mit der Truppe weiter unterhalten. Wir haben ja noch einiges zu tun. Und ich wiederhole mich, wenn du das Spiel schon kennst, ich wiederhole mich jetzt nochmal, da dies im Prinzip ein Let's Play ist mit einem gewissen Ausgang, werde ich mir die Freiheit nehmen und die letzte Mission herauszuschreiben für ihren positiven Ablauf. Ich kenne ihn negativ, ich kenne das Spiel auch, wenn du nur auf ich sag's jetzt einmal, auf Arschloch-Charakter hinarbeitest, das kenne ich auch. Das hat mir damals nicht so gefallen. So, mit dem wo war denn das jetzt da? Mit diesem abtrünnig Vorbild in der Waage halten, hat es mir bis heute noch immer am besten gefallen. Also bitte nicht böse sein, aber das werden wir bis zum Schluss so durchziehen. Und ja, in der nächsten Aufnahme geht es mit dem Team weiter. Wir haben noch einige Protagonisten und wir sind noch lange nicht fertig. Das wird noch ein Heidenspaß. Bis zum nächsten Mal. Baba.